Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Pendlerclub. Und wer das Update am Dienstag gehört hat, der hat vielleicht auch schon erfahren, dass die Zahl der deutschen Grenzgänger leicht rückläufig ist. Gegenüber von mir sitzt Melanie Ptock aus der Wirtschaft und Melanie hat für uns einen Artikel verfasst, in dem es darum geht, dass der Mindestlohn eigentlich um 1/3 in Luxemburg steigen müsste. Hallo Melanie. Hallo. Schön, dass du wieder bei uns bist. Die zweite Episode für dich hier im Pendlerclub. Ich freue mich. Melanie, was hat es damit auf sich mit dieser Forderung, dass der Mindestlohn jetzt erhöht werden soll? Das ist eine neue Richtlinie von der EU. Die wollen nämlich die Arbeits- und Lebensbedingungen der EU-Bürger verbessern. Aktuell ist es nämlich so, dass es in den EU-Mitgliedstaaten sehr große Lohnunterschiede gibt und die will die EU ausgleichen. Wie genau soll das passieren? Die EU will dafür einen gemeinsamen Rahmen schaffen, der in allen Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Der schreibt dann nämlich angemessene Mindestlöhne vor. So hat die EU das genannt. Angemessener Mindestlohn bedeutet, dass in den jeweiligen Mitgliedsländern der Mindestlohn bei 60% des Medianlohns liegen soll. Medianlohn bedeutet ja, dass es ein Mittelwert quasi ist und 50% verdienen weniger und 50% verdienen mehr. Das schreibt diese Richtlinie jetzt nämlich vor. Die Löhne sollen auch regelmäßig geprüft und angepasst werden und das passiert ja eigentlich in Luxemburg auch schon mit diesem Indexierungssystem. Die werden ja regelmäßig hier erhöht, die Löhne. Das heißt also, dass jedes Land seinen Mindestlohn weiterhin selbst festlegt, aber dabei müssen Faktoren wie die Lebenshaltungskosten oder auch zum Beispiel die Wirtschaftsbedingungen berücksichtigt werden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, den die EU-Richtlinie festlegt, ist, dass die Arbeitsverträge neu verhandelt werden sollen, sozusagen. Also die EU möchte das stärken. Das bedeutet, dass aktuell die Arbeitsverträge nämlich zwischen den einzelnen Ländern extrem variieren, also diese tarifliche Abdeckung der Mitarbeiter. Auch hier will die EU nämlich bessere Arbeitsbedingungen festlegen. Also soll jeder Mitgliedsstaat notwendige Maßnahmen ergreifen, damit mindestens 80% der Arbeitnehmer von einem Kollektivvertrag profitieren. In Luxemburg ist das im Moment ziemlich weit davon entfernt, weil im Moment sind in Luxemburg etwa 53% der Beschäftigten angestellt mit einem Kollektivvertrag und das Ziel sind ja die 80%, deswegen da ist man noch ein bisschen weit entfernt. Also die EU hat diese Richtlinie im Herbst 2022 verabschiedet und bis Mitte November soll die dann auch in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Das heißt, der 15. November ist der Stichtag dafür, dass Luxemburg das anpasst. Genau. Muss Luxemburg jetzt was anpassen am Mindestlohn? Weil also der Mindestlohn in Luxemburg ist ja schon im Vergleich zu anderen EU-Ländern relativ hoch. Ja, also der Arbeitsminister Michaud, der sieht das ein bisschen anders. Also er hat seinen Gesetzentwurf vorgelegt bei den Gewerkschaften und er sieht da jetzt nicht so viele Änderungen notwendig. Also er sagt halt, dass in Luxemburg nämlich schon die meisten Kriterien dieser neuen EU-Richtlinie bezüglich des Mindestlohns erfüllt werden. Beispielsweise auch, wie ich schon gesagt habe, mit diesem Indexierungssystem. Genau, deswegen sieht er da jetzt nicht so große Notwendigkeit für eine Veränderung. Aber die Arbeitnehmerkammer zum Beispiel, die sieht das ein bisschen anders. Die hat gesagt, dass sie mit der Umsetzung, wie das in Luxemburg geplant ist, nicht ganz zufrieden ist. Laut der Arbeitnehmerkammer müsste nämlich der Mindestlohn, damit diese EU-Richtlinie umgesetzt werden kann in Luxemburg, um 3% steigen. Wenn aber die Richtlinie schreibt ja vor, dass die Lebensbedingungen der Arbeitnehmer sich verbessern sollen. Und damit das auch wirklich eintritt, müsste der Mindestlohn um 32% steigen. Das heißt 1/3 mehr. Und das wird ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ja, das ist ja generell in der aktuellen wirtschaftlichen Situation für sehr viele Arbeitgeber wahrscheinlich gar nicht tragbar. Ja. Alle Löhne oder zumindest den Mindestlohn um 32% anzuheben. Genau. Das ist ein bisschen, das ist kompliziert, das wird nicht so einfach sein, aber das ist halt das, was die Arbeitnehmerkammer sagt. Damit die Lebensbedingungen sich in Luxemburg verbessern, muss dieser Mindestlohn, der Bruttolohn muss um mindestens 32% steigen. Entsprechend fühlen sich ja dann viele, die über Mindestlohn verdienen, eher ungerecht behandelt. Dann müssten ja entsprechend da auch nochmal Gehälter angepasst werden. Und dazu kommt ja auch, dass am Mindestlohn ja noch andere Dinge und andere Zahlungen in Luxemburg gekoppelt sind. Also ich denke jetzt zum Beispiel an das Ersatzeinkommen, wenn man im Elternurlaub ist zum Beispiel.
Da gibt es ja eine Unter- und eine Obergrenze, die man bekommen kann. Die Untergrenze entspricht 1:1 dem Mindestlohn und die Obergrenze entspricht 5/3 des Mindestlohnes. Also das würde ja dann auch nochmal um knapp 30% dann steigen. Ja, das ist, da hängt ja, wie du sagst, super viel dran. Also das Elterngeld, andere Zahlungen hängen ja damit dran. Und wenn der Mindestlohn erhöht wird, dann steigen ja automatisch auch die Kosten für das Elterngeld, für die anderen Zahlungen. Und das ist halt schwierig, alles umzusetzen, weil da hängt so viel mit dran. Wie stehen die Gewerkschaften dazu? Ja, die Gewerkschaften sind auch, da gab es in letzter Zeit einen kleinen Disput, würde ich mal sagen. Der Arbeitsminister hat nämlich seinen Gesetzentwurf vorgestellt, wie er das in Luxemburg dann umsetzen möchte, bei einem Treffen mit den Gewerkschaften, und die waren damit ganz und gar nicht zufrieden. Die sind aufgestanden während dem Gespräch und haben den Raum verlassen. Die haben nämlich gesagt, dass dieser Gesetzentwurf nicht wirklich Verbesserung für die Arbeitnehmer mit sich bringt. Und sehen das auch ein bisschen als verpasste Chance, die Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer hier zu verbessern. Man hätte das ein bisschen anders angehen sollen, so sehen die das. Auch die Oppositionsparteien sehen das so, die sehen das auch als verpasste Chance. Also dieser Gesetzentwurf stößt auf jeden Fall auf super viel Widerstand hier im Land von den Gewerkschaften, von den Oppositionsparteien und von der Arbeitnehmerkammer. Jetzt gibt es ja diese große Diskussion darüber, dass Luxemburgs Attraktivität vor allem für Grenzgänger immer weiter schwindet. Ich habe es eingangs schon gesagt, also vor allem die Zahl der deutschen und auch der belgischen Grenzgänger geht leicht zurück. Wäre das vielleicht dann doch eine Maßnahme, die die Politik ergreifen könnte, um dann eben Luxemburg als Arbeitsort wieder attraktiver zu machen, ja, auch für Grenzgänger? Ja, absolut. Also wenn der Mindestlohn steigt, dann steigt ja automatisch die Attraktivität des Arbeitsmarktes. Der Mindestlohn, das ist ja auch jetzt schon quasi ein Argument für viele Grenzgänger, weshalb sie in Luxemburg arbeiten möchten. Und wenn der noch weiter steigt, dann entscheiden sich ja noch mehr Menschen, hier rüber zu pendeln zum Arbeiten. Und auch gerade mit dieser aktuellen Debatte um diese Überstundenbesteuerung, wenn der Mindestlohn steigt, vielleicht blenden das ein paar Leute aus, dass sie sagen, okay, ich muss meine Überstunden zwar in Deutschland noch zusätzlich besteuern, aber wenn ich mehr Geld verdiene, dann gleicht sich das vielleicht ein bisschen aus. Okay, aber auf der anderen Seite ist es nicht irgendwie auch so eine leichte Teufelsspirale, wenn man jetzt sagt, okay, der Mindestlohn steigt, dadurch müssen ja dann auch andere Gehälter angepasst werden, damit man einfach so auch die Differenz zwischen einzelnen Positionen wahren kann, wodurch ja dann wieder das Mediangehalt in Luxemburg steigen würde, wodurch dann wieder der Mindestlohn angepasst werden müsste. Also ist das nicht irgendwie so auch auf eine gewisse Art und Weise eine Spirale, aus der man vielleicht gar nicht mehr rauskommen kann? Ja, das ist halt irgendwie wie so ein Wunsch, wieder mehr attraktiver für die Arbeitnehmer zu sein. Man hat das Gefühl, man weiß nicht, wie man da rauskommen soll. Es ist alles ein bisschen kompliziert. Was ist denn jetzt noch zu erwarten? Was könnte jetzt noch passieren bis zu dem 15. November? Also wie werden sich jetzt Politik und auch die Arbeitnehmerkammer in Luxemburg die nächsten 15 Tage noch einigen? Ja, also das Ziel ist ja, dass der Arbeitsminister einen Gesetzentwurf vorlegt, mit dem die Gewerkschaften und die Arbeitnehmerkammer einverstanden sind, der gut für die Arbeitnehmer quasi ist. Weil im Moment ist es nämlich auch so, dass zum Beispiel in dem Gesetzentwurf nur der Mindestlohn angesprochen wird. Aber in dieser Richtlinie geht es ja auch um die Tarifverhandlungen, um die Kollektivverträge, wie ich ja am Anfang erklärt habe. Und dieser Punkt findet in diesem Gesetzentwurf in Luxemburg aktuell kaum Nennung. Also der kommt da im Moment eigentlich gar nicht vor. Und das muss auf jeden Fall bis dahin noch geklärt werden. Das ist ja auch das, was die Arbeitnehmerkammer kritisiert hat, dass das gar nicht genannt wird, weil diese Richtlinie umfasst ja beide Punkte. Und im Moment wird nur dieser eine Punkt zu den Mindestlöhnen erwähnt und zu den Tarifverhandlungen kommt halt noch nichts. Und das ist halt, das muss noch bis dahin auf jeden Fall geklärt werden. Jetzt gibt es ja noch, apropos Gewerkschaften und apropos Grenzgänger, noch eine andere Sache, die im Moment so im Raum steht. Also wir haben jetzt zum einen den Stichtag gerade gehört, der 15. November, wenn diese Maßnahme umgesetzt werden soll.
Der andere Stichtag oder das andere Datum, das man sich als Grenzgänger merken sollte, wäre vielleicht der 22.11., denn am 22. November rufen OGBL und LCGB zu einer gemeinsamen Protestaktion auf, um die steuerlichen Benachteiligungen für Grenzgänger einzudämmen. Genau, die Gewerkschaften haben jetzt die Unternehmen darüber informiert, dass sie diese Protestaktion veranstalten. Die Gewerkschaften, die haben nämlich auf gut Deutsch gesagt die Schnauze voll. Darf ich das sagen? Jo. Ja. Die Gewerkschaften haben auf gut Deutsch die Schnauze voll. Sie wollen quasi nicht, dass die Grenzgänger so benachteiligt werden. Das sind ja verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen. Unter anderem diese Überstundenbesteuerung. Das ist ja bei den Gewerkschaften, das ist ja ein totales No-Go. Darüber gab es ja in der vergangenen Zeit super viel Aufregung, ganz viele Diskussionen und man hat ja bis heute noch keine richtige Einigung gefunden, die jetzt wirklich final steht. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt sind die Grenzkontrollen, die jetzt seit kurzem ja an den Grenzen zu Luxemburg, also von Luxemburg nach Deutschland und ja auch nach Frankreich stattfinden. Das ist auch ein Punkt, der die Gewerkschaften und natürlich auch die Arbeitnehmer total aufregt. Und diese Protestaktion wird dann jetzt quasi veranstaltet, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Grenzgänger schon benachteiligt werden. Aber die Frage ist vor allem, was kann Luxemburg dafür tun? Weil alles, was du jetzt gerade gesagt hast, alle Benachteiligungen von Grenzgängern und so weiter, spielen sich ja eigentlich auf der anderen Seite der Grenze ab. Also jetzt gibt es diesen Aufruf der Luxemburger Gewerkschaften vor dem luxemburgischen Finanzministerium zu protestieren. Aber was steckt dahinter? Also was verlangen die Gewerkschaften? Ja, also die Gewerkschaften, die fordern das luxemburgische Finanzministerium oder generell die Regierung dazu auf, dass man mit den Nachbarländern, mit den Amtskollegen sozusagen eine gemeinsame Lösung findet. Das ist quasi so der Sinn dahinter. Die verlangen, dass es da jetzt eine finale Lösung gibt, die im Interesse des Landes sind, aber auch im Interesse der Arbeitnehmer und der Grenzgänger vor allem, dass diese nicht mehr benachteiligt werden. Dazu fordern die Gewerkschaften das Ministerium halt auf. Also alles, was die ganze Großregion bei uns betrifft. Genau. Das heißt, der November wird auf jeden Fall spannend nicht nur für Grenzgänger, sondern generell für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Luxemburg. Es gibt am 15. November die Entscheidung darüber, wie es mit Mindestlohn, Kollektivverträgen und so weiter in Luxemburg weitergeht. Und am 22. November gibt es dann die große Protestaktion der zwei Gewerkschaften OGBL und LCGB vor dem Finanzministerium in Luxemburg, die dafür kämpfen, dass es für deutsche Grenzgänger weiterhin attraktiv wird, auch in Luxemburg zu arbeiten und jeden Tag den Weg auf sich zu nehmen, über die Grenze in Zug, in Bus und auch im Auto. Vielen Dank, Melanie, dass du uns die Sache so ein bisschen erklärt hast. Ja, danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir sagen Tschüss, Eddie Merci. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's vom Pendler Club für dieses Mal. Der Pendler Club Podcast vom Luxemburger Wort hält euch jeden Dienstag mit dem Wochenupdate auf dem Laufenden. Die wichtigsten und relevantesten News für Grenzpendler und Grenzpendlerinnen aus Deutschland nach Luxemburg kurz und knapp zusammengefasst. Jeden zweiten Donnerstag tauchen wir dann tief in ein bestimmtes Thema ein und besprechen dieses ausführlich mit einem Experten oder einer Expertin hier im Studio. Mein Name ist Marc Blasius. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und sage Eddie Merci. Bis zur nächsten Folge.